Grüß dich zurück zu einer kleinen weiteren Aufnahme von No Man's Sky. Wie du siehst, die weiteren Basis-Computerarchive haben wir nun fertig. Das nächste Segment ist bearbeitet worden und wir sind hier auf einem relativ öden Planeten. Das hat seine Bewandtnis, das hat seinen Grund. Ich habe uns da eine Absprungkapsel notiert, beziehungsweise ja, suchen lassen, jene wir uns dann holen, weil wir brauchen Inventarplätze im Exo-Anzug. Ich hatte ja die erste kleine Basis, die du in Folge irgendwo siehst, keine Ahnung, die habe ich abgebaut. Wir sind hier nun auf einem kleinen Planeten, auf einem kleinen Mond. Da ist relativ ruhig, da haben wir auch weniger Geschöpfe, die uns am Arsch gehen. Ja, und ich möchte jetzt einfach was sagen, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Du brauchst jetzt nicht ärgern, weil ich so weit vorgearbeitet habe. Nö. Wir können mittlerweile in andere Galaxien springen, auch in rote, das habe ich jetzt schon vorbereitet. Wie du siehst, ich habe auch hier, da, na das war Schaß mit Ohren, scheiß drauf. Minenlaser, der ist jetzt blau. Ertragreicher wird das jetzt, wenn wir was anbauen. Muss erst ausprobieren. Obwohl, der eigentliche Grund, warum wir jetzt hier sind, ich möchte dir nun einfach zeigen, was ich schon gemacht habe. Tada! Das ist unsere erste Basis. Unser Schiff kennst du ja. Mittlerweile haben wir einen Landeplatz dabei, den Koloss, und was der Platz hat. Exofahrzeug, der Roma. Das ist der kleine. Der hat ein bisschen am Platz, da ist ja schon ein bisschen was drinnen. Das ist dieser da. Und der Koloss, sage da, was der Platz hat. Also mit denen kannst du, ja, mit denen werden wir mal eine kleine Runde Farmen fahren. Schau her. Ja, so hoch das ja, so vor das ja. Und schaut, was der Platz hat. Holla, die Waldfee. Also, mit ihm haben wir keine Probleme mehr. Boah, ist das geil. Ich habe mir diesen Felsen hier ausgesucht. Wie du siehst, unsere Flotte ist da. In der Flotte oben muss ich da was sagen, später. Ich musste diese Aufnahme auf 2 oder 3 Teile splitten. Ich habe zwischendrin jetzt noch ein bisschen was zu erledigen. Da drücke ich auf Start bzw. auf Stopp vom Aufnahmeprogramm etc. und schneide dann das nächste wieder zu. Pivorit heißt die Basis derzeit. Man muss ihm erst den Namen suchen. Wenn du an warst, schreib mal in die Kommentare. Das ist vorheriger Basisgegenstandsspeicher. Da kannst du jetzt aber nichts, ich glaube, dass du da gar nichts ablegen kannst. Nö. Aber ist egal. Den haben wir halt dabei. Und wir können jetzt auch von zu Hause aus kaufen und verkaufen, was sicher nicht schlecht ist. So, gehen wir weiter. Wir brauchen ja noch, wie heißen die? Ingenieure. Ich glaube, da gibt es so Ingenieure etc. Die finden wir bei der Raumstation. Das machen wir aber gesondert. Warte mal kurz. Oder auch abgesondert. Genau. Hier in diesem Gang, weiß ich nicht, was wir da machen. Da bauen wir auch irgendwas. Und vor allem hier, wenn wir da jetzt entlang gehen, wir bauen mindestens einmal 3 oder 4 Basen über die ganzen Galaxien verstreut. Es ist ein endlos langes Spiel und ich werde mich bemühen, ab jetzt eigentlich nicht mehr viel vorzuproduzieren. Eben aus dem Grund, damit ich dir ein bisschen mehr sagen kann, wenn du das Spiel noch nicht kennst. Ja, da haben wir einen Basisteleporter und da müssen wir zuerst aus einem Teleporter bauen für die Geräte, dass wir die in der gleichen im gleichen System zu uns rufen können. Genau. Da hast du das, da hast du das. Das ist jetzt aber bitte nur der Anfang, gell, von den ganzen Scheiß. Und da steht auch ein bisschen was. Ein bisschen ein Werkzeug, was man jetzt so braucht. Speicherpunkt, den werden wir später mitnehmen, beziehungsweise werden uns einen eigenen basteln. Den werden wir mitnehmen, dann haben wir da eine mittlere Raffinerie. Da hat ein bisschen mehr Platz. Genau. Und ja, ich hätte gesagt, das war's soweit. Das war ein kleiner Einblick in meine erste kleine Basis.
Sie ist nichts Besonderes, wird aber noch größer, da ich ja zwischenrein wieder das einzige, Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen ähm, eins, da haben wir 100 und Kabelbäume haben wir auch. Ja, voll geil. Warte mal, achso, das kann jetzt nicht verschieben. Das kann ich jetzt nicht verschieben. Habe ich da noch einen Platz? Na, da ist auch schon alles voll. Siehst, das könnte man dabei auch verstauen. Im Koloss. Und das lassen wir auch dabei im Koloss drinnen. Ja, wir können jeden Ort des Lagerns benötigen. Genau. Das wollte ich sagen damit. Gut. Jetzt hast du mal das gesehen. Weißt du was? Während wir schnell zum Frachter rauf teleportieren, rauch immer geschwind eine an, dann zeige ich dir, was im Frachter los ist. Da bin ich schon ein bisschen weiter. Okay, ich lasse dir das jetzt einfach einmal so gemütlich da über den Bildschirm laufen und den Rest siehst du dann. So da, wie du siehst, wir sind nun in der Kommando-Dingsbums des Frachters. Wir benötigen hier diese grünen Stufen, da verlaufe ich mich immer. Es ist derzeit warte mal kurz, dass ich jetzt anliege. Ich muss immer wieder selber schauen. Effiziente Düsen installieren, das machen wir noch, Basiscomputer, ja, das machen wir auch noch. Aber normalerweise ist ja derzeit eine Flotte unterwegs. Ich habe noch eine auf den Weg geschickt. Expeditionen planen und starten. Ja, bla bla. Potenzielle Expeditionen ansehen. Jawohl! Ausgeglichen. Entdeckung, Kampfpatrouille. Wir nehmen das. So, jetzt können wir die auf Expedition schicken. Jetzt heißt es in Echtzeit, das passiert aber in Echtzeit. Also wenn da unten steht 2 Stunden 28 Minuten, dann musst du auch so lange warten. Wie du siehst, ich habe uns schon hier den Flottenkommando-Raum gebastelt. Flottenkommandoposten. Und es hat sich einiges getan. Ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, wir werden ja weitere, wie heißt's? Wir werden ja weitere Frachter an Land ziehen. Ich hoffe es zumindest, dass man das mehrfach machen kann. Man kann ja mittlerweile die Frachter selber ausbauen. Du hast da so einen riesengroßen Anbauraum dabei, gell? Und vor allem, wir haben da eine große Raffinerie und wir haben jetzt insgesamt, ich glaube, 4 Lagerplätze da heroben. 4 oder 5 sind es mittlerweile. Also nicht wenig, wie du siehst, kann ich da im Baumodus sagen. Schau her. Wo ist denn der Quagel? Da. 1, 2, 3, 5 sind eingebaut und 5 haben wir noch frei für den Frachter da. Also, wie du siehst, es tut sich was, es tut sich was. Seitdem ich mir den Gag als Charakter gebaut habe, funktioniert er komischerweise das Spiel besser. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Muss ich Spiel weniger berechnen? Das weiß ich nicht. Wir haben jetzt einmal das alles da das brauchen wir nicht. Wenn wir wieder genug zusammen haben, werden wir auch wieder was verkaufen. Das ist eh klar. Ja, das war jetzt einmal eine kleine Führung durch das, was ich dort in der Zwischenzeit alles schon gemacht habe. Wenn es aber dann darum geht, dass wir diese geborgenen Daten brauchen, werde ich euch nicht dazu holen. Ich werde euch zwar zweimal mitnehmen, aber es liegt nicht in meiner Intention, dass ich dir ein bisschen zu repetitive Sachen sage. Einmal, zweimal vielleicht, aber mehr nicht. Wir haben jetzt eh genug zu tun. Wir müssen zur Raumstation. Wir müssen anfangen mit den Ingenieure, die wir zu unserer Basis kriegen. Wir haben so viel zu tun. Und beim nächsten Mal
beim nächsten Mal, was machen wir da? Schauen wir mal kurz ins Log. Na, beim nächsten Mal ab in die Raumstation und dann werden wir dort nochmal mit den NPCs reden, eben wegen Artemis, wie du da unten siehst. Ah, das ist in der Weltraumanomalie, ist auch wurscht. Und dann ab in Richtung Raumstation die Ingenieure suchen. Bis zum nächsten Mal, beziehungsweise je nachdem wie ich schneide, 10 Minuten ist schon ein bisschen kurz. Das nächste will ich dann da dran schneiden. Bis später oder bis gleich, je nachdem. Grüß dich zurück zu No Man's Sky. Wir sind jetzt da bei der Basis, bei unserer ersten von insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viele Basen, dass man überhaupt bauen kann. Jetzt aber mal scheißegal. Wie du siehst, da mit unserem Frachter in Reichweite und es haben sich wieder einige Dinge ergeben. Dazu komme ich aber im Laufe der nächsten Folgen. Weil das wäre jetzt ein bisschen viel, genau. Was war eigentlich heute gedacht und die Idee? Was es damit auf sich hat, zeige ich dir ein anderes Mal. Wir werden uns jetzt einmal die Basiscomputerdaten anschauen. Diese Archive, was da verfügbar sind. Da braucht man nämlich nur einige, bis wir die freigeschalten haben. Ich war in der Zwischenzeit wieder einkaufen, kann ich jetzt sagen. Das habe ich uns gekauft, ein bisschen uns was freigeschalten, dass wir ein bisschen mehr machen können zukünftig. Und zwischenrein, eine längere Etappe nehme ich mit, wenn ich farmen gehe oder looten, da ein bisschen mal dumm fahren und ein bisschen Sachen, Dings, da nehme ich mit einmal und den Rest siehst du dann. Ja. Schauen wir mal in die Archive. Automatische Archive Wiederherstellung im Gang. Ja, genau. Daten wiederhergestellt. 58%. Kurzen Augenblick. Ich bin gleich wieder da. Ich muss was schauen. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt nur geschaut, ob ich das Mikrofon eingeschalten habe. Und zwar, Archive durchsuchen. 58% haben wir schon. Ich habe zwar zwischen jetzt 2, 3 Dinge ohne euch gemacht oder ohne dich, aber da war jetzt nichts Weltbewegendes darunter. Und das, was darunter war, ja, das ist wurscht. Ich habe heute noch einen von Ihnen gesehen, auf der Raumstation. Er sah mich an, als wäre ich gar nicht hier. Er starrte direkt durch mich hindurch. Es war nur ein Gag, als ich zurückkam. Bilde ich mir das nur ein? Zusätzliche Daten verfügbar, Bauprotokolle wiederhergestellt, Baupläne zusammengesetzt und bereit zum Herunterladen. Bitteschön. Baute Basistechnologie, Daten extrahiert, Pläne werden heruntergeladen. Pläne für Aussehen-Modifikator wiederhergestellt. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Genau. Wiederherstellung des lesbaren Archivs abgeschlossen. Beginnt mit der Defragmentierung des nächsten Segments. Weggehen. Sehr geil. Jetzt schauen wir nur schnell, was der braucht. Den konnten wir sogar schon bauen. Aber jetzt nicht. Keine Ahnung, wie lange diese Aufnahme heute dauern wird. Kurzen Augenblick, ich möchte da was schauen. Ja. 49 Stunden. Wow. Was war denn da herinnen? Bis 6, da ist ein bisschen was herinnen. Ich habe im Frachter zusätzlich noch einiges platziert. Und keine Ahnung, was wir jetzt als nächstes brauchen werden. Kann ich da jetzt sagen? Da im Koloss habe ich einiges gespeichert. Oder gelagert, sagen wir mal so. Weil was ich mittlerweile an Lagerplatz brauche, ist auch nicht mehr feierlich. Wie du siehst, da zum Beispiel 1,8 Mille, 302.000 und solche Sachen halt. Ne? Bringt uns etwas ein. Ja, genau. Ich habe mir jetzt nicht vorbereitet. Das erste, was ich jetzt mit dir machen will, ist, warte mal, wo war denn das drinnen? Und zwar adaptive Panzerung installieren. Die Materialien dafür hätten wir. Aber
die Weltraumanomalie untersuchen. Okay, das ist alles in der Weltraumanomalie. Ich habe aber mit euch jetzt eine andere Idee. Oder mit dir. Und zwar, für normalerweise, wenn ich mich recht entsinne, besuche einen Technologieforscher wie Selene. Forscher erstellen neue Baupläne aus Nanit. Kurzen Blick. Die Weltraumanomalie beherbergt einige andere Reisende. Was? Manchen von ihnen helfen dir auf deiner Reise, indem sie Upgrades aus Nanit herstellen. Andere wiederum bitten dir Hilfe. Hä? Die Weltraumanomalie? Warte mal kurz. Durchsuchen wir die Anomalie noch einmal. Ansonsten müssten wir eigentlich in der Raumstation Techniker oder Ingenieure finden, was es ja immer war. Dann mal schauen. So, da. Ah, da. Begrüße. Ja, eigentlich wollte ich heute gar nicht aufnehmen, aber ich muss das aufnehmen. Und mir mal ein bisschen ablenken, also sonst drehe ich mittlerweile am Rad. Ja, aber bei dir habe ich ja schon einkauft. Neuer Reisender, dein Anzug ist eine Erweiterung deiner selbst. Lass mich dir helfen. Ja, ich muss aber erst wieder Nanit sammeln. Also, das war mal für die Hugo. Für die Hugo, ja, für den Hugo. Suche Konstruktion auf, bauen wieder, kaufen eine Basis. Ja, ab zur Raumstation. Das war für die Katz. Da müssen die schauen, das sind ja so, wo ist denn das? Da gibt's irgendwo was zu bedienen, aber ich weiß nicht mehr wo. Der Nexus. Ja. Das Terminal lehnt meine Eingabe ab, was für einen Zweck es auch erfüllt. Ich scheine noch keine Erlaubnis zu haben, es zu benutzen. Ich sollte die Bewohner dieser Station aufsuchen und mit ihnen sprechen, ehe ich zurückkehre. Okay, gut. Dann waren diese Schritte nun mal für die Katz. Hinein ins Schiff und ab zur Raumstation. Man, ich bin jetzt schon Zeitl. Batsch. Ich bin ja schon Zeitl weg gewesen, oder zwischenzeitig. Es hat sehr viel da in dem Spiel. Ja, es hat sehr viel da. Nur bei vielen Sachen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob die noch so funktionieren. Das ist ja das Problem. So, da. Wir sind an der Raumstation. Jetzt muss ich nur schauen, wo der Typ herumläuft. Auf der Seite glaube ich nicht. Entweder da hinten drin oder dort hinten drin. Wir schauen mal.
Spezialist Aug. Ich glaube, wir sind richtig. Bist du es wirklich? Verzeih mir, aber ich suche dich schon so lange. Ich habe den Auftrag, dir in diesem und jedem anderen Kreislauf zu helfen. Aber keine Angst, ich wurde für meine Dienste schon vor langer Zeit bezahlt. Es ist also alles astrein. Während der Fremde spricht, nehme ich plötzlich einen Geruch wahr. Ein Pheromon infiziert mein Gehirn und schenkt mir Erinnerungen an Orte, an denen ich nie war und an Dinge, die ich nie getan habe. An mich selbst, wie ich in einen Spiegel schaue, alt und allein, an einen Gag, der seine gefallenen Brüder hält, an ein Geschäft, das erst in vielen Jahren abgeschlossen wird, an einen Vertrag für den gesamten Kosmos. Die Vision endet und der Aufseher ist immer noch da. Der Aufseher verspricht mir, meine Basis zu erweitern, um weitere Arbeiter rekrutieren zu können. Er benötigt ein Konstruktionsterminal, um anfangen zu können. Konstruktionsaufseher. Okay, ich habe kein gutes allein zu stellen. Okay, suche Suche die Konstruktionsforschungsstation auf. Schalte Anwender. Ja, begrüße. Adalak, balabalabam. Oh Gott. So wie viele ihrer Art projiziert auch dieser Korvax Lichter um sein Visier. Achso, Sprachfähigkeiten. Oh. Code-Entität Gra summt zustimmend. Die Lebensform zeigt mir eine Liste mit Sprachsymbolen, eine Auswahl, die ich erlernen könnte. Freundschaft. Hat der gefreut sich. Bist du Moped? Na, Otto. Wache Un. Ich verlange einen Platz in deiner Thronwelt, Eindringling. Deine Zustimmung wird dir den Ruhm eines Exofahrzeugs gewähren und einen Waikin-Mech-Priester, der die Messe vollzieht. Na toll. Zu deinem eigenen Wohl hast du hoffentlich einen Exofahrzeug-Terminal, das meinen Fähigkeiten genügt. Ablehnung wird in meiner unausweichlichen Vernichtung enden. Beeil dich. Der Techniker sucht nach Beschäftigung und behauptet Exofahrzeuge für meine Reise. Ja, das muss er aber ablehnen. Der Waikin wirkt gefährlich und labil. Ich sollte Vorsicht walten, ehe ich ihn in mein Zuhause einlade. Okay, dann müssen wir auf die andere Seite um mich. Warte mal, was ist da? V3. Ja, den muss ich erst erstellen. Oder? Kann ich den schon bauen? Emeril. Scheiße! Dann ist derjenige, den ich suche, da drüben. Was denn schon wieder? Gelehrter. Ja, da geht's dahin, hä? Ja, brauchst du mal den Sauerwaschel rülpsen, du Schweindel. Und da. Ja. Wo ist der? Chemiker. Analyst besucht. Gelehrtenentität. Was haben wir da? Analyst. 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 Na toll. Dich habe ich besucht. Dich habe ich auch besucht. Vielleicht könnt ihr zwar mir helfen. Forschungsentität. Das hört sich geil an. Korvax-Entität, ja, bla bla. Die elektrische Lebensform scheint bei guter Laune zu sein. Sie deutet auf ihre Brust und scheint mir ein Angebot zu machen. Sprachfähigkeiten üben. Ich räuspere mich und wärme meine Stimmbänder auf. Mir fallen mehrere Korvax-Wörter ein. Konvergenz. Forschungsentität Anz reagiert heftig auf dieses Wort und umklammert fest meine Hand. Ich spüre, wie uns ein kleiner Funke Energie durchfährt. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Jetzt haben wir sogar schon mit einem Korvax geschmust. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Analyst-Entität. Reisender.
Der Kovacs untersucht eine Liste, als ich mich nähere, versteckt sie aber sofort vor mir. Er wirkt leicht verlegen, sofern diese Lebensformen so etwas überhaupt kennen. Dialekt bitten. Dankeschön, Ihre ja im Dialekt, also bitte. Scheint über meine intellektuelle Neugierde erfreut zu sein. Der Alien zeigt mir eine Auswahl von Symbolen, die ein Kovacs-Wort repräsentieren, das ich erlernen könnte. Da ist er. Handel! Ja bitte, jetzt haben wir es beieinander. Jetzt haben wir es beieinander. Jetzt sind alle glücklich und befriedigt. Gut. Eikev Bibabub. Der Kovacs scheint in einer Schleife gefangen zu sein. Er wiederholt immer wieder dasselbe. Sprachfähigkeiten üben. Ich erinnere mich an einige der Kovacs-Wörter, die ich bereits gelernt habe, und hoffe, Analyst Imimi damit beeindrucken zu können. Entitäten. Die Lichter des Visiers von Analyst blinken auf, aber die Lebensform sagt nichts. Sie scheint daran zu zweifeln, ob ich das Wort, das ich ausgesprochen habe, verstehe. Naja. Wo ist dieser... Naja. Reisender, bla bla bla, Mehrfachwerkzeug, bla bla bla. Der Kovacs zeichnet Pläne in die Luft, die wohl zu irgendeinem komplexen Bauplan gehören. Sprachfähigkeiten üben. Ich atme durch und versuche ein paar Kovacs-Wörter zu finden, die ich sicher aussprechen kann. Handel! Oh Gott. In diesem Augenblick, in dem das Wort ausgesprochen ist, scheint die Aufmerksamkeit des Analysten zu schwinden. Dieses Thema weckt das Interesse der Lebensform in keiner Weise. Na gut. Analyst, der nächste. Es sind überall Analysten, also Analärzte unterwegs. Kovacs-Hoffnungen, na bitte. Der Kovacs ist mit etwas Seltsamem beschäftigt. Er scheint den Fußboden zu scannen, doch der Grund dafür bleibt unklar. Dialekt. Ich spüre, wie Analyst isp und mich ein kleiner Stromstoß durchfährt. In meinen Gedanken bilden sich fremdartige Symbole, die jeweils ein Konzept darstellen, das ich erlernen könnte. Mysteriumssymbol. Ja, sehr geil. Chemiker. Sprechen, bla bla bla, bla bla bla. Die Gehäuselichter in der Maske der elektronischen Lebensform scheinen hell. Sie lehnt sich zu mir und plötzlich brennen sich helle Blitze in meine Netzhaut. Während das Nachbild abklingt, macht die Entität klar, dass sie bereit ist, mit mir zu kommunizieren. Übernehmen wir wieder einen Dialekt, bitte. Chemiker zum Zustimmen. Die Lebensform zeigt mir eine Liste von Sprachsymbolen. Eine Auswahl, die ich erlernen könnte. Reisender! Nein, Mysterium doch nicht. Chemiker, der freut sich, bringt mir ein Wort in seiner Sprache bei. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Besucht, besucht, besucht. Jetzt haben wir da alles besucht, mit jedem haben wir quatscht, dann gehen wir um. Neuer Kovacs-Rang, Forschungsschwerpunkt. Nicht allein, 10 Aliens getroffen, das freut mich. Bei dem Typen kriegen wir noch die Quest, die eine ganz gute, nicht so schlechte. Allerdings, wo sind diese ganzen... Mit ihm habe ich schon geredet, mit ihm habe ich geredet. Anwender. Besucht. Ihm habe ich besucht. Anwender. Ich erschrecke die elektronische Lebensform bei ihrer Arbeit. Sie begrüßt mich höflich, doch beim Anblick meines Multiwerkzeugs vibriert sie vor Angst. Die Stimme der Entität zittert, ihre Maske wird zu einem einzigen roten Licht. Ja, verängstigt, bla bla bla. Sie will ohne Zweifel sofort an ihre Forschungsarbeit, hat aber zu viel Angst, den Blick von mir abzuwenden. Je mehr ich sie beruhigen möchte, desto ängstlicher wird sie. Ja, die Lebensform in Frieden lassen. Ich weiche zurück. Die Lebensform beruhigt sich langsam. Allmählich versteht sie, dass ich nichts Böses im Schilde führe. Sie weiß meine Diplomatie zum Schätzen und gewährt mir ein Upgrade-Modul. Wir verneigen uns achtungsvoll. Streue irgendwas halt. Weiß ich nicht. Wo ist dieser eine... Den hast du früher in der depperten Raumstation gefunden. Warte mal.
Da ist das mit dem Artemis. Hm. Irgendwas mache ich gerade falsch. Irgendwie denke ich gerade ganz, ganz verkehrt. Suche die Konstruktions... In diesem System gibt es eine merkwürdige Raumstation, eine Anomalie abseits des täglichen Geschäfts mit Gag, Waikin und Korvax. Sie sendet ungewöhnlich, was würde es mit mir sprechen wollen? Bla bla bla. Das ist das mit Artemis. Erkundung, Basiscomputer. Achso, den muss er trotzdem bauen, sonst geht das ja nicht weiter. Boah. Wurscht. Wir sollten eigentlich gleich wieder mal in der Basis sein. Die ist da hinten. Genau. Außenposten, da will ich hin. So, was weiß nicht, wo die Basis ist. Dort hinten. Naja, fliegen wir mal hin. Bauen wir schnell den Scheiß und dann schauen wir uns um nach einem Experten oder Techniker oder was es da immer ist. BZW, das Konstruktions... irgendwas Terminal. Wow. Soda. Sodawasser mit Himbeereis. Kurzer Blick. Mhm. Dann steigen wir da gleich aus. Warte mal. Wir benötigen den Scheißer. So. Wir benötigen da mal einen Boden. Wo haben wir einen Boden? Da fehlt uns Glas dafür. Was haben wir da? Nix. Nix ist mehr, wie ich glaubt habe. Da haben wir Räume und Fundamente. Wurscht, dann bauen wir den Scheiß aber so her. Daher. Und so her. Dann brauchen wir diesen Aussehensmodifikator. Genau, da haben wir genug. Boah, 50 Strom braucht der. Wurscht, Hauptsache er steht einmal. Basiscomputer, Aussehensmodifikator gebaut. Genau. Basiscomputer, 1,5 Stunden und das alles in Echtzeit. Naja, so viel wie heute eh nicht spielen. Jetzt weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir müssen nochmal in die Anomalie. So.
Ich weiß was, ich melde mich, wenn ich in der Anomalie bin. So, da. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Und zwar, wir benötigen den Aussehensabwarten. Okay, das haben wir. Die Weltraum, manche machen nicht, bla bla bla. Okay. Und da geht's rund um ein Artemis. Okay. Das brauchen wir aber jetzt einmal nicht. Wir brauchen ja dieses Konstruktionsforschungsdingens, Bums. Iteration Ariadne. Mein süßes Katzel. Was war da unten? Ah, da sind die Hosen. Scheiße, warte mal. Ja, wie freundlich, dass die alle grüßen. Ja, ja, bla 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 bla. Vielleicht hast du etwas Mitleid, bla bla bla. Daten geben Flora. Vielen Dank, Kleiner. Ja, ja. Es ist nicht viel, was ich habe, ich weiß. Und dann schüttet er mir 255 Nanit raus. Na bitte, Gorsch, jetzt haben wir es benannt. Was ist denn da? Wer warst du nochmal? Der Ares, cooles Hirn. Wer bist du? Iteration Kronos. Naja, du schaust aus wie eine Marvel-Figur. Der Aussehensmodifikator, den brauchen wir aber nicht. Konstruktionsforschungs irgendwas Dingsbums. Wer bist du? Exofahrzeugforschung. Warte mal. Minotaurus 333 haben wir. Noch schmierende Servos, Tethys-Strahl, Hochleistungssonar, bla bla bla, bla bla bla. Na, das ist nicht da. Neue Produktrezepte lernen. Komponenten und Geräte. Was haben wir da? Wertvolle Produkte, Komponenten und Geräte. Na, da ist das auch nicht. Na gut, haben wir das auch. Wer bist du? Multiwerkzeugforschung, den brauchen wir aber auch nicht. Den Hansch. Du bist Exoforschung. Schau mal da einer. Wir haben 0 geborgene Daten. Wenn ich doch nur wüsste. Na, das ist da auch nicht herin. Wo finde ich den Scheiß an Konstruktionsforschungsterminal? Sprich mit anderen Reisenden, um noch nie zu verdienen. Lerne Technologiebaupläne. Sieh dir jede Menge Basisteile an. Sprich mit Nada über Artemis. Oder kommt es erst mit einer gewissen Zeit? Sprich mit Nada über Artemis. Okay. Jetzt muss ich da noch mal reinschauen. Mit Nada sprechen. Wenn wir das machen. Mit Nada sprechen. Muss ich glaube ich da oben. Da. Nein, muss ich wieder. Kruzifix. Ah, da ist Nada. Niente und Nada. Jetzt haben wir es benannt.
Nada und Polo treiben zwischen den Welten. Es gibt viele. Hast du sie gesehen, reisender Freund? Nada wünschte, sie könnten das. Nada bereut vieles. Fragen, was zu tun ist. Die reisende Entität kann ihren eigenen Weg gehen. Finde die Artemis-Entität. Erkunde mit anderen. Besuche großartige Orte. Mach, was du tun möchtest, reisende Entität. Wir werden dir dabei helfen. So wie andere auch. Was? Selbst wenn du den blutroten Lügner suchst. Nach dem blutroten Lügner fragen. Blutroter Lügner Atlas, falsche Entität, Korvax verehren ihn, aber Nada weiß es besser. Nada weiß, wo er verweilt. Nada ignoriert es aber. Wenn reisende Entität Atlas finden möchte, wird Nada helfen. Nada möchte, dass du in Sicherheit bist. Um Hilfe mit Artemis bitten. Natürlich, Nada hat ein kleines Geschenk für dich. Vielleicht hilft es dir, vielleicht auch nicht. Nada und Polo Freund werden die Suche fortsetzen. Du kannst jederzeit mit uns sprechen. Oder trotzdem noch mal reden mit ihm. Ja, bla bla bla. Weggehen. Okay. Vielleicht war es der Polo irgendwas. Nada und ich, wir waren so einsam, bevor wir uns gefunden haben. Bevor wir dich gefunden haben, Freund. Euch alle, so viele Freunde, mit denen wir unsere Zeit verbringen können. Es geht dir doch hoffentlich auch so. Mal weggehen. Da gibt's nix. Ich weiß nicht, wo ich den Scheiß finde. Was ist da hinten? Iteration Merkur. Willkommen Portalkenner. Respektvoll nicken. Aha. Merkur erwidert mein Nicken. In dieser einfachen Geste liegt viel Verständnis. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Ja. Warte mal. Terminus. Oh Gott. Was ist denn das? Community Highlight. Raumstationen. Wir sind jetzt ein Geg, gell? Vielleicht finden wir da was. So, hier sind wir. Vielleicht finde ich bei den Gags eher was. Kaufmann, Otluna. Hey, geiles Couple. Voll Kogislane, 2 Kogislane, Erkur Kogislane. Na bitte. Der Gag schenkt mir Aufmerksamkeit. Kaum Aufmerksamkeit, als ich mich nähere. Aha, es scheint, okay, das ist der Scheiß. Ja, ist das wiederholt jetzt ein bisschen. Nehmen wir Freundschaft. Mein putziger Kerl. Tagelöhner. Utogos Handel, bla bla bla. Kitboss, bla bla bla. Ja, das ist auch wieder so ein Dialekt-Scheiße. Gag-Symbol. Tagelöhner Tell bringt mir ein Wort in seiner Sprache bei und freut sie wie ein neuer 5000 Euro Schein. Obwohl es keinen 5000 Euro Schein gibt.
Warte mal. Ich glaube, da hinten ist die Tür. Schon wieder ein Reisemeilenstein. Wahnsinn. Fließen. 20 Worte gelernt. Bist du deppert. Das hält jetzt nicht aus. Da habe ich schon soweit alles gemacht. Ah, da stehen auch 3 Gags. Waikin-Soldat Isu. Ich verlange einen Platz in deiner Thronwelt, Eindringling. Wir Zustellung Exofahrzeugs gewähren dir. Okay, das ist der Scheißer Exofahrzeugterminal. Ja, ja. Da war ja mal ablehnen. Blablil, bla bla bla. Wer bist du? Aufseher. Ich glaube, wir sind gerade richtig. Wie jung der Gag Azer Föderation Hilfe Kuje Elfatz. Na bitte Gorsche. Der Händler klickt mit seinem Schnabel und sabbert ein wenig. Kurz bevor der Tropfen austritt, schafft er es irgendwie, ihn zurück in seine Nasenlöcher zu ziehen. Er sagt gleich, dass er mit umgerotzt hat, das Schweindel. Aufseher Sedelny fixiert mich mit seinen verwirrt blinzelnden Augen. Schließlich zeigt mir die Lebensform ihr Datentablett, auf denen eine Liste mit Sprachsymbolen zu sehen ist. Wir nehmen Freundschaft. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Wer bist du? Exporteur Onberg. Naja, faltige Hautkumpel. Bist du es wirklich? Verzeih mir, aber ich suche dich schon so lange. Ich habe den Auftrag, Kreislauf zu helfen, bla bla blub. Während der Fremde spricht, nehme ich plötzlich einen Geruch wahr. Ja, wir erinnern uns an Dinge und Orte, wo wir noch nie waren. Wie ich in den Spiegel schaue, Brüder, erst in vielen Jahren abgeschlossen wird. Die Vision endet und der Aufseher ist immer noch da. Der Aufseher verspricht mir, meine Basis zu erweitern, um Arbeit. Also, er benötigt Konstruktionsterminal. Ja, lauf nur blöd, du Frausch. Ja, wie funktioniert das jetzt mit dem Scheiß-Terminal? Ja, das können wir. Technologie aufladen. Aber mehr auch schon nicht. Vielleicht ist da wer dabei. Bediensteter, wer bist du? Reisender Tubel. Untergebener Feo. Schufter Gag Oni. Arbeiter. Kling kling. Da ist auch nix. Was das? Ich finde den Trottel jetzt nicht. Ich muss mir ein bisschen umschauen und informieren. Warte mal. Missionsagent. Ingent. Ah, dringende Lieferung. 6 Wächter. Maßnahmen gegen die Konkurrenz. Was das, wenn immer noch mit da ist? Rang, wurscht. Mission läuft. Das machen wir dann gleich beim nächsten Mal. Gesandter Fußfiol. Ich habe das Abzeichen dieses Aliens schon einmal gesehen. Er ist ein Mitglied der Entdeckergilde. Er scheint an den Daten, die ich zu bieten habe, nicht interessiert zu sein. Vielleicht kann er... Okay, weggehen. Ja, passt schon. Was, Verteidigungsbeleg? Was ist denn das schon wieder für ein Scheiß? Achso. Kartograf Toprunat. Was nicht? Keine Ahnung. Der Gag ist von Tabellen und Skizzen umgeben. Er blubbert aufgeregt und will seine Datensammlung teilen. Amre, Freund in Karten machen, bla bla bla. Um Hilfe bitten.
Ah, Siedlungskarte, aber ich habe keine Mama mehr. Navigationsdaten habe ich nicht mit, ich Hornochse. Also wurscht, kommen wir später nochmal her. Also was, ich beende den ganzen Scheiß da jetzt einmal und werden wir mal kurz mal umschauen. In der nächsten Aufnahme weiß ich hoffentlich mehr, wie an dieses scheiß Konstruktionsterminal komme. Also dann, ich wünsche dir dabei was, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt mit der Suche nach irgendwas für irgendwas und eben genau deswegen. Also dann, Baba dabei. A brand new life. The time has come to say goodbye and unto